bist du mit der Welt alt, am Eng und fröst dich bang. Wo fing ich bloß ein bisschen Mut? Schließ den Auge, denk an mich und läuf mir, es tut nicht lang. Ich komm bei dich und treck dich aus der Sod. Nimm die Handy ans Flöt, du hast die Knöpfe schnell gedrückt. Ruf mich an, denk dort dran, ich komm bei dich. Auf unterwegs oft zu Hus, ich gönn mir ganz bestimmt kein Puss. Egal, war doch im Weg römsten, du hast eine Freundin. Ja, ich bin gerne hier, weil ich gerne da helfen möchte, wo Hilfe gebraucht wird. Und weil ich es einfach schön finde, mit den Kameraden hier zusammen zu arbeiten und zu helfen und einfach was auf die Beine zu stellen. Es ist anstrengend, es sind lange Tage, es ist viel zu tun, aber es macht Spaß und das verkürzt natürlich die Dauer. Du hast eine Freundin. Als wir gehört haben, was hier in Grafschaft, in Arbeiter und so weiter passiert ist, hat es natürlich schon bewegt, ja. Und wir haben schon in den ersten Tagen oder in den ersten Stunden die erste Anforderung bekommen und sind die ersten 8 Helfer von uns hierher gefahren mit Krankentransportwagen. Und als die ersten Anfragen kamen, auch für diesen Verpflegungsplatz, 10.000, haben wir gesagt, ja, da muss auch Heilbronn, ja, wir als Vertreter vom Land Baden-Württemberg, als einer der vielen Vertreter vom Land Baden-Württemberg natürlich auch mithelfen. Du hast eine Freundin. Wir sind einfach alle hier, um Menschen zu helfen. Man kommt halt hierher. Es gibt auch viele Leute, die kennen niemanden oder kommen nur mit einem anderen zusammen und dann man hilft sich halt überall gegenseitig, wo es geht. Und halt einfach so dieses aus ganz Deutschland Leute, die alle unter einer Flagge, unter dem Roten Kreuz zusammen einfach arbeiten, alle Lust drauf haben, einfach nur Menschen zu helfen. Auch wenn man zum Beispiel ein kleines Mädel hat, die dann sieht, ach, wir haben Müsli-Riegel da und dann überlegt sie, ob sie irgendwie jetzt den einen oder den anderen nimmt und dann drückst du ihr beide in die Hand und dann da geht dir das Herz auf, weil es halt einfach nur dieses Helfen ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten, einfach nur um da zu sein und den Menschen hier möglichst guten Beistand zu leisten. Du hast ne Freundin. Ja, wir haben alle das Unglück in den Medien gesehen, haben das in den Fernsehbildern gesehen und da ich einen sehr kulanten Arbeitgeber zum Glück habe, hat er es mir ermöglicht, hierher zu kommen, jetzt bereits zum 2. Mal. Das erste Mal standen wir in der Küche, haben gekocht und jetzt sind wir dabei, das Essen auszuteilen. Und das ist einfach schön, die Leute zu sehen, wenn wir das Essen aufteilen, die Dankbarkeit in den Gesichtern zu sehen und immer wieder Worte der Dankbarkeit zu bekommen. Und es ist schön, glückliche Leute zu sehen, wenn sie einfach das bekommen, was jeder bekommen sollte. Du hast eine Freundin. Hallo, mein Name ist Markus Wernow, komme aus dem Kreisverband Eichach-Friedberg, Bereitschaft Pöttmes. Meine Motivation hier ist einfach zu helfen, originär als Rettungssanitäter mehr im Rettungsdienst tätig und hier jetzt heute im Verpflegungseinsatz die ganze Woche von München aus heruntergekommen mit noch einem Kollegen, sind jetzt hier eingesetzt für den Spüldienst, sodass halt die ganzen Thermophore, alles was für die Helfer gekocht wird und verteilt wird, in den Verpackungseinheiten kommt dann hier wieder zurück, muss dann gespült werden. Wir sehen also hier die ganzen Thermophore, die halt durch die Spülmaschine aus Hygienegründen natürlich entsprechend auch wieder gesäubert werden müssen. Wichtig sind Einhaltung der Hygienebestimmungen halt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Helfer unten, die sowieso schon viel arbeiten, halt letztendlich dann auch noch durch verunreinigte Sachen halt auch noch krank werden.
Wir sind sehr gerne hier zum Helfen. Dankeschön. Drum nimm die Handy ganz flott. Du hast die Knöpfe schnell gedrückt. Ruf mich an und denk dort dran, ich komm bei dich. Auf unterwegs auf zu Hus. Ich gönn mir ganz bestimmt kein Puss. Egal, war doch im welchem Stück. Du hast eine Freund. Egal, war doch im welchem Stück.